Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Na guckt, erster Eigner Blaster. Und heute haben wir 444 Abonnenten-Special. Special mit SCH und B und was weiß ich, wie auch immer geschrieben. Und will ein bisschen, Nacht, was machen wir denn da als Special? Will ein bisschen drüber philosophieren, warum ich das Hobby so mag. Und warum ich das Hobby euch empfehlen kann. Und ja, mir kommt es langsam zur Zeit ein bisschen so vor, wie wenn ich alle 2 Wochen ein Special mache. Also, gut, das 420er, das musste einfach sein. Also, guckt's euch an. Und ich bin immer gespannt, ob irgendjemand das Lied erkannt hat, das ich versucht habe zu singen. Und ja, wenn nicht, ich bin dann noch am Überlegen, also, ob ich da gescheite Version draus machen sollte. Nervt's mir halt in die Kommentare. Das braucht sowieso mehr Kommentare, mehr Interaktion. Und dafür habe ich jetzt auch noch, das verlinke ich euch in meinem YouTube-Profil noch. Habe jetzt zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt wo ich laber, noch nicht gemacht, aber ich habe ein Twitter-Profil und ein Blue Sky-Profil angelegt und das muss ich noch auf meinem YouTube-Kanal verlinken. Aber bis ich das Video hochgeladen habe, was ich das gemacht habe, weil ich es gemacht habe, ganz einfach. Was ich das gemacht haben werden. Und das macht also keine Ahnung, Deutschunterricht braucht man nicht. Das kann nicht alles außer Hochdeutsch. Also, ja. Und das ist jetzt, also der Kanal wird jetzt morgen ein Jahr alt und da gibt's auch wieder Special. Das ist schon vorbereitet, das ist schon gemacht. Und das ist einfach, also das habe ich nicht erwartet, dass ich damit angefangen habe, dass ich nach einem Jahr so viele Abonnenten habe und vor allem, dass ich nach einem Jahr einen eigenen Blaster in der Hand halte, also selber entworfen und alles. Und das ist halt schon, das begeistert mich einfach. Das gefällt mir auch an dem Hobby, dass man da einfach Dinge selber bauen kann und da Inspirationen findet und es halt alles irgendwie kompakt und erschwinglich genug ist, damit man da selber dran rumbauen kann. Also, mein Autos und sowas finde ich auch cool und so, aber das ist halt, das geht ruckzuck ins Geld, wenn man da was bauen möchte. Ich überlege, wenn ich da Projekte machen möchte, so Autoprojekte oder sonst was, ja, da reichen die Kosten für einen Blaster wahrscheinlich für Video nicht, wenn ich überlege. Und ja, und ich hoffe ja, dass man das war jetzt so meine Hoffnung, wo ich mit Twitter und Blue Sky Profil angelegt habe, dass man da irgendwann mal Events veranstalten kann oder nicht ich. Also, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Also aber dass ich da genug Leute zusammen finde, die einfach sagen, komm, wir machen jetzt ein Turnier und was weiß ich und Zeugs und können die mir schon vorstellen, dass das Spaß machen könnte. Also ich habe noch keine Ahnung und ich habe auch keine Ahnung, wie man so Events plant und veranstaltet. Also deswegen hoffe ich, dass sich da andere findet, die dieses organisatorische Zeugs übernehmen. Die kann dafür vielleicht ein bisschen ein Video dazu machen und ein bisschen was erzählen. Und dann treffen wir uns da irgendwie so ist die grobe Idee des und bin da noch ziemlich am Anfang. Also wenn euch das interessiert, schaut bei Twitter vorbei, schaut bei Blue Sky vorbei. Und irgendwie schaffen wir das schon, uns zu vernetzen. Also wenn wir da ein paar Leute zusammenkriegen, dann wäre das schon cool einfach, dass wir da selber, also so stelle ich mir das jetzt vor, dass da jeder mit seinem selber basteln Blästerle kommt und wir da einfach nette Zeit miteinander haben. Ein bisschen gegeneinander blästert. Das ist so jetzt meine grobe Vorstellung und einfach das Leben genießen, so in etwa. Aber gucken wir mal, was da. Das hängt ja auch von euch ab. Leute, schieße ich halt auf eine Zielscheibe und gut ist. Das macht auch Spaß. Also hab da so Ziele und was weiß ich und dann, also nicht Ziele im Sinne von Plänen sind, sondern Dinge, dass ich an die Wand hänge und da schieße ich halt drauf. Und deswegen bevorzuge ich auch eher die schwächere Blasters, weil auf 3 Meter Entfernung ist das okay. Deswegen mag ich meine blaue Prophezie so sehr. Ja, auf 3 Meter Entfernung ist die echt gut. Und die macht nicht so viel Krach. Das ist, ihr überlegt, die Riken CS6
Oder die Riken Mark II mit den Kurzpfeile, die macht halt mehr Krach. Und das macht dann irgendwie weniger Spaß. Aber ja, das kriegen wir alles noch. Das, und das ist halt, ich denke, also so die Einstiegshürde ist bei dem Hobby halt deutlich niedriger, wenn man das jetzt so mit anderen Zeugs, das mir so einfällt, das man modifizieren könnte und selber gestalten. Und gut, fallen mir jetzt Auto, Fahrräder, sonst was, Motorräder, ja, sowas in der Richtung ein, das hat halt schon wesentlich höhere Einstiegshürde. Und so Blasterle, müsst ihr mal gucken, was hat das wie kostet da, ne? Ich meine, die Motoren sind recht günstig gewesen, die ein bisschen Schrauben. Guter 3D-Drucker, ja, das ist teuer und die Zeit. Aber also von der Hardware selber, was man dazu kaufen muss, ja, wenn die Schraube 5 bis 10 Euro kostet haben wir da nochmal 5 bis 10 Euro, das wären wir großzügig gerechnet bei 20. Motoren haben wir da 4 Stück drin. Mal gucken. Ja, 4 Stück. Und ja, Schwungräder sind druckt. Gut, die Motoren kann ich jetzt euch gar nicht so einfach zeigen. Da müsst man jetzt der Hanna in den Käfig in vorne. Und das geht schon, das ist alles geschraubt. Fällt halt raus. Fall halt raus. Da wäre es geschraubt, da seht ihr vielleicht die Motoren. Und ein Schalterle, da ist jetzt keine Batterie drin. Aber da könnte man sich schon Motoren leisten, die ein bisschen mehr können. Ich meine, das wollte ich vom Prototyp jetzt einfach nicht. Aber da könnte man schon. Dann hätten wir vielleicht auch noch 20 Euro, dann wären wir bei 40 Euro. Wobei Eure-Stufe wahrscheinlich auch gereicht hätte. Dann, wenn es bessere Motoren gewesen wären, aber die Motoren waren, ich glaube 10 Stück haben 10 Euro gekostet oder so. Das weiß ich nicht genau. Also da werde da von mir auch keine Links dazu kriegen, weil das ist nicht mein Job. Gut, das ist nicht das, was ich machen will, so nicht mal. Also dann haben wir noch Batterie, Batteriebox noch vielleicht noch. Da wären wir jetzt da bei 30 Euro. Dann haben wir Batterie, gut, die war so 20 oder sowas. Wobei da mal ein Lipo wahrscheinlich auch. Gut, dann wird es irgendwann mit dem Motor ein bisschen ein Problem, wenn man ein Lipo einbaut. Schalterle und sowas. Ja, aber gut, der Schalter war bei den Motoren dabei. Und da waren auch, das war so eine Packung mit was weiß ich wie viel. Da habe ich Schalter für die nächsten 20 Blaster so in etwa. Also, ja. Und dann halt noch, ich weiß nicht, was wird das sein? 2 Kilo Filament oder so. Gut, das sind jetzt da noch. Mit dem Silber und dem Schwarz sind es 4 Farben. Ja, das bräuchte sie jetzt wahrscheinlich nicht. Das Silber habe ich halt da noch verschafft. Oder das ist eher gräulich. Das habe ich halt verschafft, dass es weg ist. Das war ein bisschen Fehlkauf und da habe ich das da halt im Prototyp verwendet. Und deswegen ist das da noch. Weil sonst hätte ich es vielleicht entweder komplett silber oder komplett schwarz gemacht. Das sind halt ein paar Teile halten geblieben. Die habe ich dann nicht getauscht. Und gut, das ist jetzt da auch geklebt. Oh ne, nicht einmal. Nicht einmal. Das ist auch bloß gesteckt, das hat kalt. Ich hab gedacht, da habe ich Tröpfle Klärmer rein da. Der Teil da Hanna müsste mit doppeltes Heiligen Klebeband da Hanna. Und hinten ist geklebt, aber da ist auch schwarz drunter. Oh, da ist ein Gewicht drin. Ja, hey gut. Nicht so wichtig. Gut, die Feder für den Magazin und das Federle noch. Ja, ist aber jetzt auch nicht dramatisch. Aber was ich hinaus will, ist ein recht günstiges Hobby und vor allem recht kreatives Hobby. Also, ja, das habe ich echt auch so nicht erwartet, dass ich auf die Idee komme, irgendeine Blasche zu machen und dann mein 3D-Drucker war noch. Das war das teuerste, ich glaube 200 oder sonst was. Also so Kilo Filament oder so. Ja, sind's. Und wenn er zweimal hat, so in etwa 15 bis 20 Euro oder so, je nachdem, was er für Farbe haben wollte und was weiß ich. Und wie viel Farbe. Sehe gerade, das Modell ist aber irgendwie wellig wurde da an der Stelle. Das fällt mir jetzt gerade erst auf.
Keine Ahnung. Ist das ob das im Originalmodell auch so ist oder ob da der Slicer irgendwas vergeigt hat, das muss ich mir mal angucken. Jetzt gerade so, wo ich das da so rumdrehe, das hat da ein bisschen eine komische Linie drin da. Ja, halb so wild. Und ich meine, man müsste es, also das ist ja jetzt da bloß mein Blaster, weil ich das Magazin so haben wollte. Könnt ihr da das Ganze wesentlich simpler machen. Also das dann einfach ein Standard-Magazin nehmen, das es so zu kaufen gibt und das dann. Gut, da brauchen wir trotzdem Fehler, das einrasten, das Magazin, und dann könnte man dasselbe Prinzip so machen. Oder man kauft halt ein fertiges Bläschel und modifiziert das. Das habe ich auch schon bei einigen gemacht. Solche Geschichten. Also da gibt's vielerlei Möglichkeiten. Und das ist halt dann nachher was, da bastelt man dran rum und da kann man mit Spaß haben. Und die Hoffnung ist, also, mein Gott, Modelle ist aber wer sonst noch aus, so Hobby, wo man dran rumbasteln kann. Aber das kann man halt, da besteht halt nie fast nicht die Möglichkeit, dass man da irgendwie Treffen draus macht und ein bisschen, ja, so Events draus macht. Also, oder wenn, dann sind die immer mit Wahnsinn. Also so Blaster, den kriegt man vielleicht noch einen Koffer rein und kann auch mit der Bahn fahren. Oder sonst wie. Bei Eisenbahn brauchen wir schon ein entsprechendes Auto. Und der Autole wahrscheinlich reicht dann nimmer. Aber sowas kann man halt auch mal leicht transportieren und irgendwie hin. Das ist gut, das ist ein bisschen von der Form her und allem. Das sollte man vielleicht dann schon gucken, dass das möglichst abgefahren aussieht, weil sonst könnte es zu komischen Situationen führen, wenn man das irgendwie sieht. Das könnte dann dazu führen, dass man die Hände auf dem Rücken hat und auf dem Boden liegt. Also, ja, deswegen gibt es ja in den USA, glaube ich, die Regelung, dass die orangene Spitze brauchen. Wobei das hoffe ja, dass das verrückt genug aussieht, dass das irgendwie. Aber ich habe manche Blaster, wo ich denke, okay, die wird die so jetzt nicht unbedingt mit rumschleppen möge. Also wenn dann auch nur gut verpackt, dass da keiner auf falsche Gedanken kommt. Man, man muss so, also ich weiß auch nicht, ob es in Deutschland Regelungen dazu gibt, also mit orangen Spitze oder sonst was. Ja. Wobei das hier ja schnell ergänzt wäre. Also ich habe orange Filament, da würde ich einfach das vorne in orange rauslassen und das dann tauschen und gut ist. Weil das sind Dinge, die halt bei meinen Blasters halt oft entfernt, wenn es nicht zur Gesamtoptik passt. Also ja, das ist, wenn der Blaster so orange Akzente komplett drin hat, okay, aber wenn bloß die Spitze orange ist, das sieht halt scheiße aus. Und vor allem dann, wenn es irgendwelche Blaster sind, wo ich mir denke, so wie mir Prophecy, wo ich mir denke, also die orange Spitze ändert daran nichts, das ist halt transparent und sieht schon, ich meine, die von der Form her schon ziemlich ähnlich aus, aber durch das, dass es transparent ist und dass man da durchgucken kann und alles, und ja, denke ich schon, also ich denke, da macht die orange Spitze halt nichts aus. Wenn, dann ist es eher so die Gesamtoptik. Da gibt es halt schon so, ja, man kann's da drauf anlegen oder auch nicht, aber wobei dann sowas auch eher Halle-Event oder so. Aber wie schon gesagt, da schreiben wir uns zusammen irgendwie, wenn ihr da Interesse habt. Wenn nicht, ich hab Spaß am besten. Also, und ich hab Spaß, euch da dabei nebenher ein bisschen was zu erzählen. Also, würde er sagen, lasst Abole da, aber ich finde die 444 ja ganz, ganz cool irgendwie. Also, der ist jetzt geschlossen, nimm keine neue Abonnenten mehr auf. Das reicht jetzt, bleibt bei 444 und damit ist gut. Ja, schöne kleine Zahl, das reicht mir. Als ob ich das zu entscheiden hätte, aber gut. Und vor allem, ich glaube, so negative Werbung führt dann eher dazu, dass ihr da abonniert. Wichtiger ist eigentlich, Videos auch gut Kommentare schreiben, dass wir da interagieren, dass wir Inspiration und alles da haben. So komme ich auf neue Gedanken, so kommen neue Dinge zustande. Ja.
Und so macht es dann irgendwie, das mit den Videos macht dann auch einen Sinn irgendwie. Gut, für mich ist es ja auch Form der Dokumentation, dass ihr dann, wenn ihr irgendwann mal sehen will, ja, wie habe ich das da gemacht und wie habe ich das da gemacht, dass ihr einfach Video durchgucken kann und das hat dann so, das sind ja so zwei Fliegen mit einer Klappe. Also für mich Dokumentation und für euch ein bisschen Unterhaltung oder also auch Inspiration oder was auch immer, dass ihr was lernen könnt. Das gibt da viele Möglichkeiten oder viele Dinge, die ihr aus den Videos rausziehen könnt. Dass man da einfach irgendwann mal Community, wie das so neudeutsch heißt, aufbauen können. Ja, so in etwa. Aber schreibt fleißig Kommentare. Lesen wir es durch, noch sind es nicht so viele. Und solange das alles überschaubar ist, lesen wir das auf jeden Fall durch. Und gucke auch, dass ich drüber nachdenke und auch drauf eingehe. Dauert manchmal ein bisschen Zeit, weil, ja, hat er immer, das ist immer, mache meine Videos momentan nur etappenweise. Also wenn ich Zeit habe, schaffe ich Zeit lang dran und dann habe ich mal wieder Zeit lang keine Zeit. Also dann kann es immer gut sein, dass da schwungvolle Videos auf einmal, oder nachher, ich meine, die taktisch immer 2 pro Woche, aktuell nur 1. Und dann kann es mal sein, dass es ein bisschen dauert, bis ich dann noch ein Video drauf eingehen kann. Aber das ist auch undramatisch. Das schreibe ich dann auch unter die Kommentare, wann in etwa da noch was kommt. Also da will ich jetzt auch kein großes Geheimnis draus machen, dass ich meine Videos ein bisschen vorproduzieren muss, weil, wie schon gesagt, Hobby. Und wenn ich dann mal Dinge vorbereite und dann will ich auch sehen, dass es Gott, und dann mache ich auch ein paar Videos und mache immer so zwischendrin, ja, dann eine Blaster, dann wird ein anderer Blaster ein bisschen. So ergibt sich das. Und so ergibt sich für euch hoffentlich spannende Unterhaltung, lehrreiche Videos, was auch immer ihr da draus zieht. Dürft mal gerne in die Kommentare schreiben, dass ich irgendwann mal so einen Überblick kriegt, dass man dann ein bisschen drauf eingehen kann. Denke ich. Schauen wir. Das kriegt man schon irgendwie hin. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln. Euer Blaster-Ingenieur.